Ciao, der geile Böck. Hier ist mal wieder der Lars mit einem neuen Thema und heute geht es darum, wieso ich Cannabis legalisieren würde. Was ich noch unbedingt wollte sagen, alle, die nicht 18 sind oder respektive unter 18, lasst die Finger von Drogen. Und für alle, die über 18 sind, informiert euch gut, macht euch Gedanken und tut nicht einfach irgendetwas sicher spliffen. Und darum ja, weiter mit dem Video. Heute, liebe Leute, hat mir leider niemand das Thema vorgeschlagen, aber ich habe mir gesagt, ich probiere das jetzt mal selber, weil ich merke, dass in letzter Zeit ist das ein Gesprächsthema, das mich persönlich auch interessiert und ich bin vollkommen irgendwie für eine Legalisierung und da habt ihr jetzt ein paar folgende Gründe und ja, nicht zu viel stimulieren und nicht zu viel spliffen, es geht jetzt alles. Cannabis ist momentan eines der meisten Gesprächsthemen überall auf der Welt. Amsterdam zum Beispiel kennt jeder sicher von euch. Ist ein Ort, wo man eigentlich meistens hergeht, für einen zu chillen. Ich bin aber mit der Drogenpolitik der Schweiz nicht ganz einverstanden. Einfach, wo ich finde, wie ein Kiffer, der kiffen, der kifft er. Kein Gesetz von der Welt oder auch egal wie streng dass man es kontrolliert, wird einer davon abhalten, seine Sachen zu konsumieren. Du kennst das sicher auch. Wenn etwas verboten ist, hat es meistens so einen gewissen Reiz, wo man es unbedingt in dem Sinn machen will. Es ist jetzt nicht jeder, der sagt, es ist verboten, ich muss einen kiffen. Aber ihr wisst sicher, was ich davon meine. Hier in Burgdorf von mir gibt es zum Beispiel das Abi-Gebäude. Für die nicht aus Burgdorf kommen oder das Abi-Gebäude nicht kennen, gut, eigentlich kennt das Burgdorf eigentlich jeder, aber die das nicht kennen, das ist in dem Sinn einfach eine Hütte, eine leere Hütte, die geräumt ist worden und die steht halt immer noch. Und wenn man dort reingeht, natürlich ohne Erlaubnis, und die Polizei verwünscht, schnipp, schnapp, schnäppi ab und du hast eine Klage am Hals, also respektive, es ist Hausfriedensbruch und ja, dann wirst du schnell irgendwie dran genommen. Aber weißt, es ist ja nicht so, nee, der geht doch niemand her, es ist ja verboten. Nein, jedes Mal, wenn ich dort mit meiner Kuh vorbeizische, wirklich vor dran, dann sehe ich dort einen immer eine Fassade am Klettern. Gottverdammt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und genau das meine ich, dass einfach ein Verbot meistens bei ein paar Menschen ein gewisses... Und genau das meine ich, weil das gibt einfach bei den Personen manchmal einen gewissen Reiz, dass sie gerade extra dorthin gehen. Und ich weiss, es sind zwei verschiedene Themen, aber in dem Sinne so der Reiz, finde ich halt einfach, dass durch dieses Verbot auch ein bisschen indirekt bei anderen Leuten der Konsum in dem Sinne, wie sagt man dem, attraktiver gemacht wird. Jetzt habe ich das Wort. Ein Argument gegen die Legalisierung von Cannabis ist zum Beispiel, dass es psychoaktiv ist. Und nein, ihr müsst nicht Angst haben, ich selber müssen googeln. Also die gar kein Google am Start haben, ich lese nach kurz den Wikipedia-Eintrag vor. Psychoaktiv oder psychotrop, vom griechisch Psyche, Seele, Trop, wirken, bezeichnet die Fähigkeit, akut das Verhalten, Empfinden oder die Wahrnehmung zu verändern und so allgemein auf den Bewusstheitszustand zu wirken. Für die, die es nicht checkt haben, nee, gar nicht. Man wird einfach heim, ganz einfach. Es gibt jetzt aber ganz negative Folgen von dem ganzen Spass oder von dem ganzen Konsum. Und zwar ist das, dass man zum Beispiel eine Psychose erleiden kann. Das ist eigentlich auch richtig, aber man muss auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Fakten ein bisschen büscheln, weil so wie es immer dargestellt wird, ist es überhaupt nicht. Man sagt ja auch nicht einem, der normale Zigaretten raucht, ey du, das kann dir Lungenkrebs geben. Und so sollte man das auch nicht bei Cannabis machen, so ey du, man kann psychische Folgen davor haben. Natürlich, man muss aufklären und so weiter, aber meistens wissen die Personen das vom Voraus und darum juckt das die meistens auch nicht. Also auch die ich kenne, vielleicht schreiben mal in die Kommentare, vielleicht kennen die andere Leute, wo das denen gleich ist, aber die ich kenne, die sind meistens, die wissen, ja, Zigaretten geben Lungenkrebs und Kiffen ist vielleicht kann Psychose, kann vielleicht psychoaktiv wirken. Bei Cannabis ist halt einfach das Problem, sobald, also ich kiffe nicht, noch nicht, nein, schwarz, ich kiffe nicht, sobald es man über Kiffer hat oder sagt, dass man kifft, heisst es gerade, du kannst gerade die Rasenmäher und Kuh alles schnappen, kannst gerade ab in die Klinik eingewiesen werden. Was ja aber so nicht stimmt, weil sonst könntest du ja sagen, oh, ich will Zigaretten rauchen, ab ins Spital, dann bekommen wir Lungenkrebs. Einfach, es ist vollkommen in den Raum gestellt und es wird auch jeder, in dem Sinn, das heisst auch, ja, jeder, der das konsumiert, bekommt psychoaktive Wirkungen, bla bla bla, und so solche Scheisse. Das ist natürlich aber so nicht wirklich richtig, wird aber immer so wieder dargestellt. Zum Beispiel, als Beispiel, meine Kuh, die Berta, die kennt ihr ja alle. Meine Kuh, die Berta, der gebe ich seit jeher Gras. Schaufelenweise, du Gottverdammt, du. Schaufelenweise. Und die Mohren können immer noch gerade aussäckeln. Also wenn wir da anfangen zu sagen, dass das Gras nicht gut ist, dann weiss ich auch nicht. Das Problem halt, nach dem Graskonsum von meiner Kuh ist es halt einfach
Die Moor stellt dann immer, wenn ich die Moor abmelke, ich schwöre, du, Jesus, du, da werde ich selber runterführen. So, zurück zum Thema, aber es ist vor allem bei Leuten gross, die anfällig für das sind, die eben beispielsweise nicht einen starken Charakter haben, ist nicht so gutes Selbstbewusstsein und so weiter. Und natürlich auch für solche, die genetisch vererbt ist worden, oder wo zum Beispiel in dem Sinne, wo man schon mehrere Fälle hatten, die an so einer Krankheit sind dran gekommen, eben wie gesagt, wie genetisch auch vererbt worden. Also ist es eigentlich, für mich ist es eigentlich logisch, wenn man weiss, dass Kiff eben die psychoaktiven Wirkungen kann erfassen kann. Aber man dann gleich kifft, obwohl dass man vielleicht weiss, ja, man hat vielleicht nicht so ein gutes Selbstbewusstsein oder missbraucht Drogen für beispielsweise bei den Alkoholikern, um gute Stimmung zu bekommen. Und man missbraucht die Drogen für einfach, ja, obwohl dass man weiss, man hat nicht so einen guten Charakter, also einfach nicht so einen stabilen Charakter, was das angeht. Oder halt einfach, man hat schon ein paar Fälle in der Familie gehabt und man braucht die Droge oder konsumiert die Droge gleich. Sorry, aber das ist für mich eigentlich selber die Schuld. Ich weiss es in dem Sinne, dass das einem gut kann schaden. Vor allem, wenn es schon mehrere Fälle zum Beispiel in der Familie hatte. Oder wenn man, das merkt man doch ein bisschen selber, wenn man, sag jetzt mal, nicht so ein gutes Selbstbewusstsein hat und so weiter. Darum finde ich halt einfach Leute, die das wissen, das sollten die vorhin das gar nicht konsumieren. Bei normalen Menschen, sag ich jetzt mal, ist aber das Risiko eigentlich noch nicht ganz klar für eine Boah, alter Kollege, habe ich gerade eine Stimme bekommen. Bei normalen Menschen ist das Risiko für so eine Psychose zu bekommen noch nicht geregelt. Ganz einfach, ich verlinke euch ein paar Seiten. Ein paar sagen, ja, das macht es auf jeden Fall, bla bla bla. Eben, die uns einfach wirklich sagen, ja, das machen sie, so wie beim Zigaretten, die bekommen auf 100 pro Lungenkrebs, obwohl es aber nicht so ist, aber das Risiko ist natürlich höher. Und so ist es auch beim Kiffen, weil das Risiko ist natürlich höher, man weiß aber nicht genau wie hoch. Argument wie, man rutscht durch Cannabis in die Drogenszene ist für mich einfach komplett lächerlich. Und das würde einfach beweisen, wenn man es beispielsweise jetzt legalisieren würde, dass es das Problem nicht geben würde. Und dann muss ich nicht mehr beim Dealer unter der Parkbank mein Ott kaufen. Nein, ich kann in einer Apotheke oder in einem Cannabis-Shop oder wie man dem Zeug dann auch sagt, kann ich gehen, sagen, ich möchte ein Päckchen oder so, oder 2 Gramm, oder dann geben sie dir das und du hast sonst nichts mehr am Hut. Und da drinnen wird in dem Sinne nur Cannabis verkaufen, was jetzt ein Cannabis-Shop ist, und sonst ist es eine normale Apotheke zum Beispiel. Und darum würdest du gar nicht in Kontakt mit Menschen kommen, die eben noch anderes Zeug verkaufen, irgendwie Ecstasy oder LSD oder oder MDMA. Jetzt und darum finde ich halt einfach, wenn man das Argument braucht, ist man einfach selber schuld, und wenn es legalisiert wäre, würde es das gar nicht geben. Auch dass dann zum Beispiel jeder abhängig sein von Cannabis. Ich weiss nicht, was sich die immer überlegen. Es sollte jetzt nicht ein Angriff sein, aber ich frage mich, überlegt man nicht ein bisschen? Wir haben Alkohol, wir haben Zigaretten, die legalen Drogen bei uns in der Schweiz, also respektive Tabak und Alkohol. Und dort ist ja auch nicht jeder abhängig. Also ich persönlich, ich konsumiere manchmal schon ein kleines Gläschen Alkohol zum Beispiel, aber ich bin einer, durch Manuel zum Beispiel, Grüße raus, ich bin nie besoffen, einfach wo ich verantwortungsbewusst saufe. Kann man das so sagen? Ja, also ich treibe es nie bis zum geht nicht mehr, ich trinke einfach so viel, bis mir es gut geht, bis wir lustig haben, bis ich locker bin, aber dann nicht 2-3 Schritte weiter, dass ich über die Schüssel drüber abhänge, dass ich dort nochmal am Kübeln bin und alles. Und wegen dem, wieso sollte dann jeder anfangen zu kiffen, oder wieso sollte dann jeder nicht bekiffen, also sagt man dem, verantwortungsbewusst kiffen. Ja, ja. Auch zum Beispiel, dass man dann ins Auto steigen. Logisch, das kann passieren, wenn man bekifft ist. Und das sollte auf ja keinen Fall passieren. Aber wie das Gleiche habe ich beim Alkohol gesagt. Es kann bei einem passieren, der Alkohol konsumiert, wie auch bei einem, der gekifft hat. Das Risiko ist da, das wollte ich überhaupt nicht abstreiten. Aber wir sollten nicht sagen, wir sollten nicht Cannabis legalisieren, weil man sonst Auto fährt und plötzlich Auto fahren. Das machen vielleicht ein paar schon jetzt, wo man weiss, man es nicht. Ich würde vor allem einfach Cannabis legalisieren, wie das Gleiche, was ich vorher schon gesagt habe, einfach aus Kriminalität bekämpfen, der Schwarzmarkt. Wo eben, man muss nicht mit dem Drogendealer irgendwie neben der Tankstelle und neben dem Puff oder wo immer, muss man sein Grünzeug erreichen. Nein, eben, man kann in eine Apotheke gehen, bekommt dort auch qualitativ. Also man muss auch keine Angst haben, dass man irgendein gestrecktes Zeug bekommt. Ich habe mal mitbekommen, ich weiss nicht, ob das stimmt, aber dass man in dem Sinn, dass ein paar Play drin, einfach damit Gramm schwerer ist. Halt der Play, wenn du das rauchst, bist du da. Einfach, du musst keine Angst haben, dass das Cannabis, das du zum Beispiel in einer Apotheke holst, dass das sicher ist. Also, das ist echt qualitativ hochwertig und tut die Sicherheit vermindern. Oder du hast eben mehr Sicherheit, nicht vermindern. Unter anderem gibt es Weed noch Mehrwertsteuer. Das heisst, unser Vaterstaat wird natürlich noch ein bisschen richer. Und dann, ja, ich habe mir überlegt, dass man einen Teil
zum Beispiel von den Cannabis-Einnahmen, also von den Mehrwertsteuern, könnt als Prävention oder könnt investieren als Prävention in Schulen bei den Kindern und Jugendlichen. Man muss halt einfach offen mit diesem Thema umgehen. Es bringt nichts, in dem Sinne das Thema so gut wie möglich zu verschleiern und irgendwie im Hinterschatten zu behalten. Nein, man muss offen damit umgehen und dann könnte man einen Teil von diesen Einnahmen könnte man eben für das genau brauchen, dass Jugendliche auch auf die Themen aufgeklärt werden. Momentan zum Beispiel haben wir auch noch relativ viele Diskussionen, was Pensionskassen angeht. Für die das nicht weiss, einfach wenn man in die Rente geht, dass man Klötter bekommt. Es ist halt einfach so, dass es immer mehr ältere Leute gibt, dafür aber weniger junge. Das heisst, entweder man macht es einfach so wie die heutige Jugend mit 12 Jahren einfach knettern, oder man muss etwas anderes überlegen. Und ich habe mir zum Beispiel auch noch überlegt, dass zum Beispiel ein grosser Teil von diesen Einnahmen, wo sorry, aber fast jeder Zweite, den ich kenne, kifft. Ich bin einfach der Meinung, dass man einen relativ grossen Ertrag von dem nimmt und dann in die Pensionskasse einfließt. Ich weiss nicht, wie viel das dann rumkommt, das müssen wir natürlich schauen, aber es ist auf jeden Fall eine Stütze. Da hat dann das Mühe nebendran, wenn x-beliebig Nachbar noch Johnny Rauch ist, auch noch Freude, und die wissen, ja Mann, der finanziert mein Kässeli, ich darf mit wegen dem in die Ferien und so sein. Die Schweiz ist ein freies Land, also zumindest laufe ich nicht mit Handschellen durch die Gegend rum. Und ich bin einfach der Meinung, dass jeder das konsumieren soll, was er will. Man sollte Cannabis dürfen und wollen konsumieren, wenn man das will und nicht dafür geahndet werden, also respektive bestraft werden. Jeder soll das konsumieren. Es geht für mich in dem Sinne erst dann zu weit, wenn man die Nachbarkinder verklagt. Nein, sobald in dem Sinne jemand anderes zu Schaden kommt, ist es zu weit gegangen. Dann muss man dann weiter schauen. Wie genau, weiss ich noch nicht, müsste ich dann auch noch überlegen. Aber solange dass man niemandem anderem schadet, sehe ich keinen Hindernisgrund, wieso dass man etwas nicht konsumieren darf. Ob es jetzt wegen dem Rausch ist, oder ob es einen beruhigt, oder Rausch. Ob es jetzt einen wegen dem Rausch, wie sagt man das auf Schweizerdeutsch? Rausch? Weiss doch nicht. Ich weiß, was ich meine. Aber ob es jetzt ein Rausch ist oder Rausch oder was auch immer, oder ob es einfach nur zum Spass ist, um ein bisschen anzukommen, das sollte man jedes Mal dürfen konsumieren, ohne dafür direkt als Drogendealer und weiss nicht was abgestechen worden. Genau noch wegen dem Schluss, nur dass ihr so wisst, ich kiffe nicht. Für mich sind einfach die positiven Gründe, die zu einer Legalisierung führen würden die negativen vollkommen einfach ausbremsen. Das ist einfach so, ja, ich denke so, ich weiß nicht, ob ihr so denkt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Das war meine Meinung. Ich hoffe, es hat genau dir draussen gefallen. Nicht vergessen, nicht zu viel Spliff. Ich wünsche dir noch eine gute Milch. Hier miteinander. Oh, Ali.